Hallo miteinander, ich bin der Rico und neben mir hockt der Niklas und willkommen zu einer richtig speziellen Folge, für uns zwei zumindest, weil ihr seht uns jetzt. Ja, moin. Hallo. Genau, wir nehmen jetzt das Ganze per Video auf. Wir haben unser wunderschönes Studio aufgebaut. Voll, das hat Krampf und alles gekostet. Ein riesen Krampf gewesen, wirklich. Ja, jetzt sehen wir uns mal. Jetzt sehen wir uns. Das wird jetzt auch jede Woche so sein. Voraussichtlich. Ist der Plan, genau. Ja, genau. Wenn irgendeiner von uns halt in der Ferien ist oder so, dann gibt es wahrscheinlich keinen Videopodcast. Wird schwierig, ja. Oder wir nehmen uns einfach so auf und tun das irgendwie müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Ja, aber es wird schwieriger. Aber ich denke trotzdem irgendwie noch irgendwie bringen wir es wie letzte Woche einfach irgendetwas wieder mit mir reden. Rico, wie geht's dir? Hey, mir geht's super. Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich fertig haben. Und dass wir jetzt eben mit der Cam da filmen können. Macht verdammt Bock. Finde ich auch. Wie lange haben wir das jetzt schon geplant, das Studio? Also ich glaube, die erste Idee war halt schon so, so ab Folge 8. Ja, irgendwie so. Folge 8, Folge 6, so haben wir so zuerst mal drüber geredet. Wann war das? Im September? Oder erst so November? Ja, irgendwie, schon irgendwie so etwas. September, November, so irgendwie haben wir angefangen mit der Idee. Habe ich so gesagt, hey Jungs, weil wir haben noch ein paar andere ins Boot geholt, sagen wir mal, in das Podcast-Studio. Ja. Es ist eher so ein bisschen die Idee gewesen, so einen Raum zusammen zu machen, wo wir halt chillen können. Ja, voll. Wo wir halt ein Studio haben, wo ich schneiden und so, oder wo wir allgemein ein bisschen gamen oder so können. Einfach so ein Chill-Room halt. Genau, und das ist jetzt eigentlich hier entstanden. Also wir sitzen hier gerade bei mir daheim im Keller, was früher mal ein Fitnessstudio ganz am Anfang war. Wirklich? Das weiß ich gar nicht. Hier war mal ein Fitnessstudio-Ding, also so Hobbyraum so ein bisschen. Ja. Dann hat hier auch mal meine Tante kurz gewohnt. Also dort bin ich, glaube ich, noch nicht so auf der Welt gewesen. Keine Ahnung. Noch nicht so auf der Welt gewesen. Chillig. Genau. Und dann halt, ist wieder das Gym so ein bisschen hier Ding gewesen. Also das Gym, es ist so 1 Kraftgerät, 2 Kraftgeräte sind hier Ding gewesen. Aber gleich etwas halt, ja. Voll. Dann war hier mal Ding gewesen, ein Trampolin für uns Kind. So ein riesen Trampolin. Wirklich? Ja, es ist so... Im ganzen Raum, oder was? So hoch, ja genau. Es hat eigentlich den ganzen Raum gefüllt. Und es war wirklich etwas so hoch gewesen. Lol, schon verdammt geil. Ja, also so für uns Kinder ist das richtig fett gewesen. Und dann ist langsam die Idee gekommen, ja, wir könnten hier eine Carrera-Bahn reinbauen. Haben wir hier wirklich den ganzen Raum, also wirklich die ganze Breite, haben wir so genutzt für so Carrera-Bahn-Zeug halt. Haben wirklich eine geile Platte gehabt. Ja. Und dann da graced wie nichts. Wir haben das immer noch theoretisch alles. Schon. Das könnten wir alles noch aufbauen halt, ja. Ja, jetzt wird es schwierig mit dem Platz. Es hat halt keiner benutzt so eine Art. Und dann ist halt die Idee irgendwann gewesen, ey, warum können wir hier nicht ein Heimkino daraus bauen? Das habe ich noch gekannt. Ja, dann haben wir, aber hast du es noch gekannt, wo die Leinwand auf dieser Wand war? Nein, ich habe es noch gekannt, wo die Leinwand da war, ja. Wir haben dann eben so gedacht, ja komm, Carrera-Bahn haben wir jetzt seit, keine Ahnung, seit 2 Jahren, die wollen wir jetzt nicht einfach so abbauen. Können wir dann die Carrera-Bahn einfach kleiner machen, dass wir sie auf die Länge nehmen. Ja. Und dann halt auf dieser Wand dort, dass wir dort quasi die Leinwand haben. Ja. Deshalb hast du hier oben auch die Löcher noch. Die sieht man vielleicht noch auch. Ja, voll. Dort ist früher der Beamer gegangen. Nachher haben wir den gezügelt auf dort rauf. Und dann haben wir eben zur WM 2018 haben wir die Carrera-Bahn abgebaut, weil sie keiner mehr benutzt hat. Dann haben dann die Leinwand auf dieser Wand gehabt. Geswitcht, das kannst du dann halt. Genau. Die Wände sind rot gewesen. Ganz am Anfang sind sie auch weiß gewesen. Die haben wir jetzt aber wegen dem Podcast-Studio wieder weiß gestrichen. Das ist so ein der ganze Raum. Also, ich habe nicht mitgeholfen, muss ich mich ganz ehrlich rausnehmen. Jeffrey. Nicht, weil ich nicht wollte, weil es mir zeitlich nicht gegangen ist. Jeffrey und Renate haben geholfen. Genau. Schau das General, also Jeffrey und Renate. Und mein Vater. Und meine Mama hat auch ein bisschen geholfen. Ja. Und dann haben wir halt eben, die Leinwand ist jetzt im Wohnzimmer. Weil meine Eltern so gedacht haben, ja, Fernsehen ist lame. Wir wollen nicht immer runter müssen gehen, sondern wir wollen auf unserem Sofa hocken, weil das einfach bequem ist. Ja. Und Wohnzimmer ist halt viel chilliger als hier unten. Ja, safe. Vor allem auch, es ist hier unten immer so kalt, du musst immer die Standheizung einschalten. Heizkörper und so, ja. Heizkörper, oder? Darum, ist das halt wie so, ich will hier nicht sagen, dass es ein Heimkino war, es war eher eine Leinwand mit Beamer gewesen, mit einem schon roten Raum und so, aber es ist halt auch eher so ein bisschen Abstellraum gewesen, oder? Ja, aber du hast voll drin chillen. Ja, du hast schon voll können chillen, du hast also vor allem Fußball und so hast du können schauen. Ja, ich weiss noch, wo wir hier innen
das Champions League-Final geschaut haben. Nicht nur das Champions League-Final. Und das 8-2 von Bayern gegen Barca. Ja, das war hier. Das haben wir geschaut. Das war krass. Boah, ich weiss noch, das Champions League-Final hier drin, das ist schon... Ja. Ich habe sogar gekühlt, glaube ich, vor Freude. Wirklich. Schon? Ich habe das... Bro, ich weiss es wirklich nicht mehr. Bro, es ist nicht so wie bei dir, Real Madrid Champions League jedes Real Jahr. Madrid, in allem. Wenn Bayern mal Champions League gewinnt, dann ist das für mich wie once in a life. Also once in a lifetime Moment safe nicht, aber... Also ich hoffe es nicht. Also, ich hoffe schon, dass sie noch mehr Titel in den nächsten paar Jahren holen. Aber, Ja, we'll see. Ja, nein, das war hier auf jeden Fall. Aber der Ruhm hat so viel mitgemacht und jetzt noch eine neue Phase. Studio einfach. Studio. Voll. Ja, das ist das. Miriam hat gesnappt. Lustig. Moin Miriam. Was soll ich etwas erzählen? Irgendetwas soll ich sagen über das Studio. Was soll ich noch sagen? Aber wir haben jetzt hier unser Podcast-Studio so eine Art. Ja. Das möchte ich aber ein bisschen auch als allgemeines Videostudio ein bisschen nutzen. Dort, das sehen wir jetzt schlecht, aber dort haben wir jetzt so ein bisschen unsere Fernsehecke. Genau. Mit Kino-Lautsprecher noch. Weil die sind halt noch hier vorhanden gewesen. Haben wir gedacht, komm, mit so einem fetten Bass, wo kein Mensch braucht, aber das ist halt geil. Aber das ist verdammt geil, wenn man da soundet oder so. Ja, das fetzt schon. Das fetzt richtig. Das fetzt schon. Das ist richtig cool. Ja, dann haben wir... Du hast hinten noch deinen Schnittplatz. Genau, hinter der Kamera habe ich meinen Schnittplatz mit meinem alten Gaming-Monitor, den ich jetzt einfach als Schnittmonitor brauche, weil er einfach so ist, so ein Ultrawide. Oder? Ja. Halt Timeline hast halt mega Platz und viel, also du siehst halt mega viel. Dann haben wir, habe ich letzte Woche, oder doch, letzte Woche war es, habe ich so Holzpaletten gekauft beim Livio im Coop. Ja. Schau das raus an den Livio. Livio, Shoutouts. Ich habe mir da so Sachen... LKZ. Weil ich habe mir so gedacht, ja, es wird hier in Safe Halle. Habe ich so gedacht, ja gut, ich kaufe mir jetzt bei Amazon so die Schaumstoffdinger, Matte. Die den Schall absorbieren. Genau, und also der Hall einfach, Schall ist ja. Schall geht trotzdem durch. Ja. Einfach den Hall ein bisschen rausnimmt und klebt die an so Wandpanel. Und haben wir so gedacht, ja, Wandpanel, wäre doch geil, wenn wir die mobil machen könnten. Jetzt haben wir so 3 Podest hier hinter der Kamera so aufgestellt. Voll. Damit es halt auch nicht so halt. Genau. Die haben da voll angefetzt mit den Dingen, wie heisst Tacker mit dem so, Tacker, ja. und so, genau. Es war ein Krampf, die aufzustellen. Jeff hat den Tacker geschlissen. Ist er ganz kaputt jetzt? Ja, keine Ahnung, wir bringen den nicht mehr zusammen. Was hat er gemacht? Ich glaube nicht, dass es kaputt ist, aber du bringst es halt einfach... Ich weiss halt nicht mehr, wie es war vorher. Ja gut, wir haben halt schon recht. Ja, ey, wir haben den benutzt, das ist unglaublich. Ja, aber bei mir hat es ja funktioniert. Ja. Und ich tackert habe. Ja. Ich weiss nicht, was der gemacht hat. Er funktioniert immer noch, aber das Problem ist halt einfach der Mechanismus, wenn du jetzt ein Papier willst tackern, der geht nicht mehr. So, ja. Das ist natürlich nicht gut. Ja, dann zu diesen Lampen hier, Amazon. Wie viel uns kostet beide zusammen? 50? Ich glaube 100. 51 kostet. Aha, ja. Aber voll easy, also kannst mit Handy steuern, alles. Ist schon voll geil. Dann haben wir die hier noch, das ist das alte Sofa von oben, von unserem Wohnzimmer. Wir haben jetzt ein neues. Habe ich gerade wieder benutzt, weil das ist so unsere grösste Sorge, was für Stühle wollen wir haben in unserem Podcast. Wir sind sogar eigentlich in Ikea. Wir sind mehrmals in Ikea. Ja, aber einmal explizit wegen der Sitzmöglichkeiten. Und dann sind wir so in Ikea und haben festgestellt, Alter, so ein Sitz kostet 180 Stutz. Eine. Völlig unterschätzt. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht bringen wir an 2 für 100 oder so etwas, aber ja, dann haben wir uns einfach erstmal für eine Couch entschieden, wo zusammen irgendwie so 250 kostet. Aber dann habe ich meine Eltern gefragt, hey, kann ich die Dinge noch brauchen, weil die werden ja eh wegrühren, also ja, safe. Aber die sind voll chillig, also ich finde es voll gemütlich hier. Aber die haben zwar ein bisschen Abnutzungsspuren, aber du sehen die jetzt eh nicht so. Ja. Jetzt mal. Und eben, wenn mal andere Leute im Podcast kommen, voll, die auf der Gästeliste stehen, ja, wir haben schon genug Platz. Irgendwie. Ein bisschen eng, aber es geht schon. Es geht schon. Ich meine, wir sitzen hier auch wie die grössten Habaschen. Ja, wir chillen hier wirklich. Wir sind weißt du am Chillen hier. Ja, voll. Ja. Weißt du noch gerade etwas zu erzählen? Wir haben Pflanzen. Wir haben Pflanzen. Wir haben dich letzte Woche etwas gefragt. Genau. Ich schaue jetzt mal, wie es aussieht. Willst du machen? Wir haben dich letzte Woche gefragt, ob ihr einen Namensvorschlag haben für die Pflanzen. Ich schaue jetzt gerade nachher. Wir haben viele Vorschläge bekommen. Mega, also wirklich. Ja. Ich glaube, es war die grösste Abstimmung, die wir je hatten, also von den Antworten her. Sonst haben wir immer so
4-5 Leute, die etwas reinschreiben. Jetzt haben wir, glaube ich, über wie viele Vorschläge sind es? Ja, wir haben viel gehabt. Sicher so 15 Vorschläge, wie die Dinge heißen. Und ich hab mir 2 ausgesucht und der Rico hat mir 2 ausgesucht. So aus Unsere Favorites und die haben wir jetzt zusammengetragen. Genau. Und zwar sind die 4 Vorschläge gewesen. Zum einen Fridolin, Frankie, Herbert und Guido. Mhm. Und jetzt tu mal von unten anfangen. Wer hat am wenigsten ein Ding jetzt bekommen? Genau, wir haben jetzt, heute Morgen haben wir eine Abstimmung gemacht und haben halt so gedacht, ja, der mit den meisten Votes, der Name, so wird die Pflanze benannt. Jetzt, Wer ist auf Platz 4? Ich fange mal unten an. Auf Platz 4 mit 4 Stimmen ist Frankie. Wer hat Frankie vorgeschlagen? Boah, wer hat Frankie vorgeschlagen? Ich weiß gar nicht. Ist das die Link gewesen? Kann sein. Was hat sie gesagt? Warte, ich habe es gescreenshottet. Ich habe alles gescreenshottet von letzter Woche. Sie hat aber irgendetwas noch dazu geschrieben, meinte ich. Sie hat geschrieben, Frankie vertraut mir, ich kann all meine Pflanzen Namen geben und die passen voll zu denen. Ich bin ein Pflanzennamensgeber. Okay. Ja. Ja, Platz 4. Tut mir leid. Platz 4 in dem Sinne. Alter. Oh Mann, ey. Dann, wer ist auf Platz 3? Auf Platz 3, jetzt wird schon eng. Auf Platz 3 ist stand jetzt Herbert. Mit 8 Stimmen, aber doppelt so viel wie Frankie. Boah. Herbert hat gegeben Alin. Schau, das geht aus an Alin. Shoutout. Platz 3. Und jetzt Platz 1 und 2. Ein Stechen zwischen Fridolin und Guido. Also Fridolin. Beide haben 9 Stimmen. Fridolin hat der Yannick gegeben. Schau, das geht aus an Yannick. Und der Guido hat der Joris gegeben. Joris. Alter, schau, das geht raus. Ja. Ja, wie machen wir es jetzt? Machen wir nur mal eine Abstimmung zwischen den beiden, würde ich sagen. Wegen? Sind die gleich, oder was? Ja, beide 9 Stimmen. Beide? Aha. Ja, es ist ein Stechen. Ich hätte schon gesagt. Ja, wir machen nur mal eine Abstimmung. Mach jetzt live ein Ding. Nein, ich mache nachher. Ich mache nachher. Ich kann das nicht unterdrücken. Hey, Kameras sind auf mir. Das musst du können. Irgendwann machen wir eine Podcast-Tour, aber sind da 200 Leute. Eine Podcast-Tour, sagst du? Ja, wer weiß. Gesponsert von El Toni Mate. Bro, das wär's. Unser Goal. Unser Goal für den Podcast. Hier hinten ist noch ein bisschen Space. Jetzt stellt euch mal vor, da so ein kleines Podest und da oben drauf ein El Toni Mate, so eine kleine Minibar. Mit El Tonis drin, gesponsert von El Toni. Das ist schon crazy. Das ist unser Goal mit dem Podcast. Kannst du dir gerade eine Anekdote erzählen? Stimmt, ich habe auf meinem Instagram-Account einen February Dump aufgeladen. Auf deinem Main-Account aber, auf nicht Schweizerdeutsch? Ja, voll auf meinem Main-Account. Und dort habe ich unter anderem ein Bild drin von Schule X. Also halt einfach, wo wir im Tesla einfach sein Album durchhören während dem Autofahren. Haben markiert, dort kommentiert, geile Sicht. Nachher. Melde dich doch Huchti. Habe ich drunter geschrieben. Und dann hat die Freundin von Tim hat noch kommentiert, weil ich habe noch ein Bild drin gehabt, wo wir im Freiraum hocken und halt eben das Studio hier planen. Ja, genau. Und dort habe ich so eine Pizza drauf gehabt und ein Saltoni. Und dann hat wie heisst sie? Maria Alex, schau das raus, hat geschrieben gehabt, ja, wann gibt es endlich ein Sponsoring, oder, von El Toni? Und dann ich so, ja, ich bin dran. Und dann habe ich El Toni noch markiert. Und dann haben die auch zurückgeschrieben. Haben die auch geantwortet mit so einem Psch-Emoji. Das ist aber geil. Hure geil, ja. Aber Niklas, sie haben dich schon gesichtet, sie haben dich im Visier. Ja, aber langsam. Das kommt. Irgendwann ist das Ziel. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommt schon böse hier. Ja, also wir müssen jetzt schon ein bisschen Platz machen, aber bringen wir schon an. Ja. Voll. Und dann stell dir vor, so, bist einen Podcast aufnehmen, hast Durst, machst schnell die Minibar auf, nimmst einen Toni raus. Das wäre schon crazy. Was ist deine Toni-Reihenfolge? Vom Geschmack her? Also blau, grün, orange. Also das Orange habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ich schäme mich ein bisschen. Weißt, ich will das El Toni Sponsoring, aber ich habe das Orange noch nie probiert. So okay. Aber ich glaube, alle sagen mir immer so, ey, probier das nicht. Das ist irgendwie nicht so... Was ist das denn? Ginger, gell? Ginger, ja. Ich probiere das mal safe. Aber so würde ich sagen, es kommt immer darauf an, auf was ich mehr Bock habe. Ich finde beide geil, grün und blau. Das Minz oder das normale. Also bei mir ist es eigentlich, ja, nicht recht klar, aber mein Favorit ist das Grüne, dann das Blaue und dann das Orangige. Ich finde, das Grüne hat noch ein bisschen, ich finde es einfach geiler. Ja, es kommt halt drauf an, aber manchmal trinke ich das lieber, manchmal das. Ja. Ich kann es nicht sagen, ich finde beide hure geil, wirklich.
Aber ich würde, glaube ich, sogar mit dem Blauen gehen. Mit dem Original. Ist auch wählen. Oh, ich finde das geil. Ja. Ich finde das hure geil. Ich bin ja früher gar nicht Del Toni trinker gewesen, gell? Ich auch nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Bis ich mal in der Schule eins getrunken habe, ich habe es vor langem mal getrunken, vor 2 Jahren oder so. Bro, ich habe es nicht können schmecken, ich habe es nicht geil gefunden. Da bin ich immer so gewesen, ja, nein, El Toni, hure Scheiße und so, ist das. Nein, jetzt, El Toni, falls ihr das gesehen habt, tut mir leid. Ich bin nur ehrlich. Nein, auf jeden Fall habe ich dann das eben wieder mal getrunken, so. Das Grüne aber. Und ich so gefunden, boah, ist eigentlich schon noch geil. Und dann habe ich das Blaue wieder probiert und dann irgendwie ist geil plötzlich. Ja. Was Gefühl ist wie mit Bier. Hör auf mit Bier, bitte. Bier habe ich am Anfang auch nicht gerne gehabt. Aber, Bro, ich hasse Bier, Mann. Bier ist schon... Also so ein kühles Blondes, ne? Nein, Bro, nie. Ah. Bro, ich trinke sonst schon wenig Alkohol. Und Ich dann auch. noch Bier. Ja, Bier ist gut. Nein. Bier ist nicht schlecht. Nein. Nein, aber bei mir ist es ähnlich mit El Toni. Also ich habe es getrunken, ich habe es jetzt nicht mega fein gefunden, aber ich habe es jetzt auch nicht schlecht gefunden. Ja. Also ich habe es wirklich trinken, eigentlich, sagen wir es mal so. Und dann, keine Ahnung, ist dann irgendwann der Hype halt gekommen von dem El Toni. Und dann haben wir es sich halt gekauft und so, ja stimmt, El Toni, ja, ist doch etwas. Ja, Das gibt es auch noch. Und seitdem täglich. Also fast täglich. So, also ist schon eine Sucht langsam ein bisschen geworden. Aber also es hat wirklich eine Zeit gegeben, wo ich mir so 2 am Tag hintergekehrt habe. Ja. Das ist so... Ich könnte es mal nur in der Schule, Ja. in der Pause halt. Und vielleicht mal eben, wenn wir draußen sind, irgendwie so in einer Bar hocken oder so. Vielleicht kann ich, vielleicht trinke ich so 3 in der Woche, 3, 4. Ja, So. das geht ja voll. Ja, easy, weißt? ja, voll. Ich finde, sie schmeckt halt einfach geil. Auch wenn da jetzt Koffein und so drin ist, oder? Aber Ja. ich finde es nice. Ja, nice, es schmeckt gut. Also vor allem Finde ich also eiskühlt ist halt schon brutal. Ja. Ja. Du, was meinst du? Hä? Wir haben heute ja nur eine Umfrage gemacht. Du hast eine gemacht, ja? Ja, ich habe eine Du gemacht. hast eine gemacht. Bro, weißt du, ich habe gestruggelt bei dieser Aufnahme. Bro, ich habe das irgendwie... Ich habe es, glaube ich, 10-mal aufgenommen, weil ich mich immer versprochen habe. Heute Morgen war es so Krise, gell? Wirklich? Nein, vielleicht nicht 10-mal, aber 5-mal sicher, bis ich es so richtig drin hatte. Bro, Das ist unnormal bei dir. Normalerweise ist das zack. ja, ich weiss, normalerweise klappt es easy gut, aber heute Morgen war voll der Wurm drin. Gewesen. Okay. Genau, wir haben Erzähl mal. einen Fragesticker gemacht, respektive ich, wo ich euch gefragt habe, ob ihr Fragen zu unserem Studio habt. Wir haben jetzt schon ein bisschen das Thema angeschnitten, halt, oder? Aber ja, ich habe gedacht, vielleicht habt ihr Fragen dazu, das, oder? Es sind einige Antworten reingekommen, tatsächlich. Und ich fange schon mal mit der ersten Frage an. Mit den ersten 4 respektive. Die kommen alle vom Joris. Ich fange einfach mal an. Fang mit einer an, dann will ich die eins durchgehen. Ja. Also, ja. Die erste Frage vom Joris. Ist es ein Raucherstudio? Nein. Es ist absolut kein Definitiv Raucherstudio. nicht. Also wenn du hier einmal rauchst, Joris, ne? Gell? Wenn einmal hier rauchst, du kommst hier nicht rein. Bro, die Decke nachher einfach schwarz. Gelb. Die Wände sind einfach gelb nachher. Boah, weißt du, grusig. Mann. Der war Mann. Hör auf. Also, die erste Frage. Den Weissabgleich einfach in der Kamera wieder ein bisschen anpassen, dann passt das. Gut. Dann haben wir die erste Frage relativ schnell abgehakt. Die zweite Frage vom Joris. Gibt es einen Bierkühlschrank? Der Joris ist ein Liebhaber von Bier, wie man gemerkt. Also ich will es nicht ausschliessen. Ich hätte schon irgendwie Bock auf so eine Minibar, aber wenn es jetzt El Toni ist, hier. Aber wenn wir das jetzt nicht schaffen Ja, können wir würden... bitte nicht Bier? Irgendetwas an. Ihr könnt ja schon Bier rein tun, aber Ja, weißt du, für mich klar, so klar. Aber ja, es gibt Bier ein wahrscheinlich. bisschen fresher Bier muss schon irgendwann... Ich meine, wenn der Joris und ich ein Bier nehmen, oder der Renato... Aber vielleicht, also so ein Kühlschrank hast du eine Planung, also so eine Minibar. Ja. Das ist sowieso so eine Sache. Wir haben, aber hier haben wir haben wir so ein Studio hinten dran, haben wir aber den Arbeitsplatz, dort haben wir so Chill-Ecke und dort beim Eingang kommt vielleicht noch so ein Bar an. Das wäre hure geil, eben. Voll cool, wenn du so dran wärst, dass wir hier so mal einen Livestream machen. Ein Livestream? Ja, weißt du, so Roomcam. Aha, so. So etwas, wäre schon witzig. Ein Livestream, das wäre crazy. Ja, aber eben, dann müssen wir ein bisschen mehr Ja, wachsen, habe ich das Gefühl. Voll. Also, dritte Frage von Joris. Wie wird für das Raumklima gesorgt? Also was heisst Raumklima? Das habe ich mich auch gefragt, was er mit dem meint. Also, vom Klima her, von der Raumtemperatur haben wir hier so Die Heizkörper, so aber. Heizkörper, so Infrarotdinger, die halt einfach an der Steckdose Genau. sind.
Die heizen den Raum gehörig auf. Ja, so 2 Stück haben wir hier drin. Ja, sogar 3, aber der ist nicht eingesteckt. Ja. Klima an sich. Ja, dass es sich einfach wohnhaft anfühlt. Ein bisschen. Ja. Hat einfach so einen Ort, wo man reinkommen Ich kann. meine, die Chill-Ecke dort, also ich finde die hure chillig. Ja, eben. Ein Ort, wo man reinkommen kann, eben hängen kann, mit den Ja, Kollegen voll. ein bisschen chillen kann. So. Voll. Das ist ja so das Ziel gewesen von dem Raumklima, Ganzen. ja, also was willst du mit Raumklima, Joris, hä? Ein Habasch halt. Also willst du hier einen Tropendschungel haben, oder was? Ja, haben wir jetzt hier mit dieser Pflanze. Ja, wirklich. Voll. Wo noch keinen Namen hat, leider. Wer ist im Moment Platz 1 und 2? Nein, Gleichstand. Guido und Guido und Fridolin. Fridolin. Okay. Eins von beiden wird's. Okay. Und die Pflanze kommt dann auch das Namensschild über. Ja, Hätte ich schon definitiv. überlegt. Ja. Mann. Gut, nächste Frage. Auch wieder vom Joris. Wer putzt? Du? Also der Joris? Der Joris soll putzen. Ja. Easy. Ja. Ja. Mit dem Staubsauger kann er ja. Kennst du das alte Video? Boah, Alter, das ist so ein altes Video. Das ist ja bei uns im alten Haus. Im alten gewesen. Haus, Alter. Das ist der Janik am Fortnite. Das war der Janik am Fortnite-Gamer gewesen und der Joris kommt mit dem Staubsauger rein. Es klingt jetzt voll lame, wenn wir das so erzählen, aber der Clip Aber ist es halt ist, lustig. es ist wirklich, es ist vor allem einfach so random. Ja, da einfach den Staubsauger genommen und ist einfach ins Zimmer rein, während mein Bruder am Definitiv. Fortnite-Spielen war. Ist schon krass. Der hat angefangen zu putzen. Genau. Nächste Frage, nicht mehr vom Joris, sondern von der Nina. Roomtour. Boah. Wäre schon geil, aber für das machen wir safe, aber für das müssen wir da mal zuerst mal ein bisschen aufräumen, weil im Moment steht da noch vieles einfach quer im Zeug rum. Also, soll ich ein Bild einblenden? Nein, das machen wir nicht. Nein. Okay. Also hier steht wirklich gerade von Monitoren bis alte Racing Chair bis alte Beamer noch und keine Ahnung, einfach alte Sachen. Es steht im Moment Einfach wirklich noch sehr noch viel ein bisschen rum. Ja. Lego steht dort hinten rum, Mann. Lego ist aber fresh. Ja, aber es ist einfach irgendetwas. Es Was ist einfach, für Lego? Aha, ja, die. Ja, Bro, das ist wirklich irgendetwas. aber das ist eine Schiene, also so eine Zugschiene von Lego und dann einfach so Klötze oben drauf. Ja. Einfach etwas. Null Sinn. Aber ja, eine Roomtour wird sicher machen. Die wird safe auch 100%, wenn nachher alles Wenn's fertig dann- ist. Ja, ganz fertig ist. Also eben. hier haben wir, also die Ecke ist jetzt eigentlich so mit fast, also Etwas Kleines fehlt noch. Das... Warum schaust du mich jetzt so an? bin ich ja blöd. Ah, okay, ja. Checkst Ja, du? Gut, Also wenn ihr es jetzt seht, hier hinten, ja, voll kannst du da liken. hinter dem Regal, wo wir da haben, kommt hinten dran noch so ein Vorhang an eine Art, damit es einfach noch ein bisschen mehr abgetrennt ist. Voll, ihr seht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen in der Ecke oben die Türen. Genau. Die ist also Türen. Und das wird dann einfach wie so, als wäre das eine schwarze Wand, wenn Ja. ihr das seht. Aber das wird dann einfach ein Vorhang sein. Richtig? Vorhang beziehungsweise einfach so ein Abdeckplane, der so 3x3 Meter ist. Ah, das ist ja riesig. Ja, bringen wir schon an. Ja, voll. Ja. Safe. Ja, Nächste Frage. nächste Frage. Ich glaube, die Alina, die die Frage gestellt hat. Wie lange wird die Pflanze wohl überleben? Da kann ich noch eins dazu sagen. Die Pflanze wird sehr lange überleben, weil sie aus Plastik ist. Ja. Ja. Ich glaube, der grüne Daumen ist bei uns beiden nicht dumm, Bro. Nein, wir haben gesagt von Anfang an, ey, die Pflanze, die muss Plastik Es sein. wär halt viel geiler, echte Pflanzen. Aber wir sind hier in einem Keller. Aber ja, Bro. Wir haben zwar das will nicht Fenster, aber da überleben. kommt 0 Tageslicht rein. Ja. Wirklich. Ist wirklich nur da zum Lüften. Ja. Wirklich. Also eine really Pflanze wird Du kannst sie ja mal fix nicht gießen. überleben. Also Wasser drüber leeren. Vielleicht wächst sie dann noch. Ja? Wer weiß. Nächste Frage. Von meinem Bruder, von Yannick. Wo hockt der Bailey? Das ist eine gute Frage. Ja. Weißt du, was habe ich mir heute überlegt? Was? Weißt du, wer geil so ein Bailey-Cam? Boah. Boah. Ja, aber es ist schwierig. Ja, ist schon schwierig. Also wer nicht weiss, wer Bailey ist mein Hund, also unser Familienhund. Ein Ist so ein lieber Hund. Labrador, Ja. Retriever, ein Heller, Ein Feini. ein Feini. Ein Feini. Gehst du noch ein bisschen weg mit dem Sofa, dann machen wir hier keine Ahnung. Das Bailey-Sofa. Ja. Ja, kein Plan. Aber der wird safe irgendwann Platz finden. Das machen wir noch, irgendein Bailey-Platz. Irgendwann kommt der Bailey im Podcast. Ja, voll. Und dann Ja. haut er irgendwann ab. Ja. Oder er chillt hier einfach. Wer weiß. Voll. Hey, wäre verdammt chillig, wenn der Bailey da einfach so wird liegen. Ja. Einfach so am Hast du ein Hängen. bisschen Nerven, so, hey, Bailey.
Ja. Also haben wir die Frage auch abgehakt. Jo. Ey, gehen wir schnell durch, gell? Schnell Durchlauf. Der Sen. Oh nein. Mit der nächsten Frage. Der Sen ist mein nein, Mitarbeiter. Mann, Also, bitte mein nicht. Arbeitskollege. So. Ja, habt ihr auch Pappfiguren? Bro, Sen, was für Pappfiguren meinst Was? du? Jetzt mal Real Talk. Was willst du mit Pappfigur? Vor allem von wem? Stell dir vor, so eine fette Pappfigur von Joris. Nein. Nein. Also, Was willst du mit Pappfiguren, Bro? Das wäre ja hure geflasht. Pappfiguren. Also ich muss jetzt mal Pappfiguren googlen. So eine Michael Jackson Pappfigur oder The Rock. Ein Stein. Stell dir das vor. Aber hey, also... Bro, Pappfigur. also wenn du eine Idee hast, Sam, für eine Pappfigur, lass mich wissen. Aber ich glaube, das passiert nicht so schnell. Als WLAN müssten wir hier den noch ein bisschen verbessern. Das ist ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen langsam, aber du, es läuft. Es läuft, aber irgendwie, auch wenn ich jetzt nach Pappfigur suche... Ich habe zwar voll empfangen, aber... Ah, jetzt... Wo hast du eine gefunden? Donald Trump, Alter, Junge. Digga, nein, bitte. Cristiano Ronaldo. Boah, eine Ronaldo-Pappfigur, bitte. Nein, Doch, nein. bitte. Nein, Der Krisch. der liebe Ribery. Nein. So ein Goofy. Bro, kämpft aber tough. So ein Mickey Mouse oder so etwas. Lewis Hamilton. Das Michelin-Mandel. Bro, kannst du sogar etwas draufschreiben? Ja, aber... Oh, zu gut, zu gut. Der Rock. Das ist schon crazy. Einfach so im Hintergrund. Bro, imagine. Aber nein. Ich glaube, mit Pappfiguren lassen wir es mal fürs Erste. Fürs Erste, aber ist eigentlich eine lustige Idee. Okay. Alter, was gibt's? So ein Bingo. Boah, der Pingu. Bingo wäre schon witzig. Haben wir so einen Insider-Joke bei uns im Podcast? Ich wüsste nicht, was im Fall. Der Joris. Ja, der Joris ist sowieso ein Meme. Der hat übrigens jetzt eine neue Frisur. Der Scheiße. Das ist nicht mal eine Frisur, Bro. Das ist einfach irgendetwas. Das ist ein Bart. Alter. Ja. Wir sagen nichts dazu. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ich kann das Bild gerade nicht aus dem Kopf rausdenken. Oh, Joris. Warum? Ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat, Bro. Egal. Das Ja, macht's wieder nach. falls der Joris in nächster Zeit mal da kommt, wird er das sehen. Gut, die wissen ja eh nicht, wie der Joris so aussieht. Was? Die wissen ja nicht, wie der Joris so aussieht. Nochmal. Ja, aber dann wird er es sehen. Ja. Ja. Springen wir zur nächsten Frage. Die Frage ist von Boris. nein. Die habe ich dir vorhin vorgelesen und ich habe verdammt lachen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann es alles nicht mehr. Zwar hat den Boris gefragt, habt ihr ein Pissoir im Ecke? Bro, come on, Mann. Kollege, Stell dir vor. nur dass es ein Keller ist, heisst nicht, dass man im Keller irgendwo in einer Ecke pisst. Bro, stell dir vor, du bist ja am Podcast aufnehmen, laufst so 5 Schritte hinterher, kannst auch zuerst mal die Wand pissen. Ah, Mann. Bro, weißt du, wie nasty. Dann stell dir noch vor, der Joris so hier den Rauchen, dann hast du einfach doppelgelb. Bro, dann ist es doppelgelb. Doppelgelb. Das ist crazy. Alter. Oh Gott. Scheiße. Also, zum Frage beantworten, nein, wir haben hier kein Pissoir, Boris. Wenn du willst pissen, gehst du einen Stock auf aufs WC. Genau. So, Sehr ein sauberes WC habt ihr. Möchte ich einfach anmerken. danke. Bitte. Die letzte Frage von der Aline. Alle Komm. haben eine Frage gestellt? Ja, genau, die ist vorhin noch reingekommen. Kommt die Folge gleich noch auf Apple Podcasts? Ja. Yes, sir. Es wird so sein. Stimmt, das ist eigentlich gut. Das ist wirklich eine gute Frage. Ihr könnt immer noch alles auf Audio hören, also auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Podcast. Jedem Podcast-Anbieter eures Vertrauens so. Es gibt alles. Dieser Podcast, keine Ahnung. Ich habe letztes Mal, Ja. noch kurz schnell, Schweizerdeutsch Podcast in Google eingegeben. Weil unser Podcast ist auf Seiten, wo ich nicht mal gewusst habe, dass die Podcasts anbieten. Bro, Ist überall. das ist wirklich überall. Überall. Wir sind letztens Platz 22 in der Comedy-Podcast in Bosnien-Herzegowina. Das ist crazy. So, what the Bro, fuck? wir haben beide nicht mit Bosnien am Hut, aber einfach Platz 22 in den bosnischen Ja, Podcast-Charts. in Apple Podcast Geil. Charts.
Nein, aber Podcast-Folgen werden immer noch per Audio kommen. Ja. Klar, wir werden jetzt ab und zu halt ein paar, also wir probieren immer noch hauptsächlich den Podcast so zu gestalten, dass man den halt auch so als Audio-Podcast halt ein bisschen versteht. Ja. Aber es wird trotzdem mal in der Folge jetzt auch so visuelle Inhalt geben, sage ich mal ab und zu. Heisst eben jetzt das mit den Pflanzen. Oder, Ja, genau. Oder mit, keine Ahnung, wenn wir mal irgendwie ein Spiel haben mit so Schildern oder so etwas, dass wir das zeigen können. Ja. Das wird dann halt auf YouTube ausgestrahlt. Es gibt eine Funktion auch noch bei Spotify, dass man in der Spotify-App den Videopodcast rein tun kann. Das ist neu, gell? Das ist neu, aber ich muss mich damit noch auseinandersetzen, wie das funktioniert. Damit habe ich noch gar keine... Also, wie ich das gesehen habe, das gab bis jetzt nur so die grossen Podcasts im Fall. Schon. Ja, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht richtig schlau gemacht, wie das läuft. Ja, dann einfach machen. Ja, einfach mal schauen. Wir sind auch ein grosser Podcast. Und das Visuelle... Wir werden ein grosser Podcast, Niklas. Voll. Nein, was ich noch will sagen, das Visuelle halt jetzt, das bietet uns halt auch viel mehr Spielraum für irgendwelche Games oder so, wie es Niklas vorhin schon gesagt hat. Oder Reels auf Instagram. Oder einfach so Clips. Ja, einfach zum so ein bisschen vermarkten, ja. Ist halt viel ansprechender, als wenn einer von uns da die Kamera in die Hand nimmt und sagt, ey, neue Folge ist draussen. Ja. Voll. Genau. Ihr kennt sicher die Podcast-Werbung, das kommt ja von uns auch. Ja, irgendwie so in dem Stil halt einfach. Weil wir haben halt jetzt wirklich gemerkt, das ist jetzt die 30. Folge. Stimmt, Jubiläumsfolge. Ja. 30 Und Folgen. Crazy. es ist wirklich zum Teil so gewesen, wir sind so im Auto gekommen und wollten aufnehmen. Und wir haben locker so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde darüber überlegt, was wir überhaupt machen wollen. Für ein Spiel oder so, weil einfach zum Teil hast du so geile Ideen für ein Spiel, aber du musst die halt irgendwie visuell können darstellen in dem Sinn. Aber Und das ist halt, blöd. eben, wenn du nur auditiv quasi kannst aufnehmen. Das ist ja so. Darum aber, es bleibt alles beim Alten, bei den Genau. Audio-Podcasts zuhören. Wir haben jetzt einfach noch, oder ihr habt jetzt einfach noch den Videopodcast zur Verfügung, wo ihr könnt schauen. Und wir haben halt mehr, sagen wir mal, Content für unsere Social-Media-Plattformen, wo ich meine, TikTok haben wir auch mal angefangen, aber da haben wir nie etwas drauf gepostet, wir haben das einfach vergessen. Ja, wirklich. Darum, es wird ein komplett... Alter. Stimmt. Oh mein Bro, Gott. jetzt was sagst fuck. Das haben wir voll verbannt. Also, geil, es ist mit dieser Folge, tun wir es... Ja, am Also, Sonntag dann, ja. Also wenn's Aber die jetzt- Folge kommt ja am Sonntag raus, was haben wir 6. jetzt? Das wird der 2. März sein. Genau. Am 2. März, 18 Uhr Sonntag, kommt die Folge raus auf YouTube und halt auch auf dem Podcast Richtig. Ding. Und, was auch neu ist, Es gibt ein Rebranding. es gibt ein Rebranding, wir haben ein neues Logo. Genau. Weil, ich erzähle jetzt mal unsere Story Ja, bitte von unserem erzähl's. Logo. Das Logo ist halt so gewesen, wir haben halt so den Namen gesucht, damals. Das hat der Rico gesagt. Schweizerdeutsch, die Idee ist vom Rico gekommen. Ja. Und dann haben wir halt so überlegt, jo, was können wir so fürs Logo nehmen? Ich weiss noch, wir sind dort zu Rappi im DJ gekommen. Ja, Rappi im Sommer. Mit dem MacBook im Sommer. Ja. Bei 20 Grad. Es war verdammt geil. Mit gewesen. einem kalten Cocky und Eiswürfel. Boah. Das ist richtig Mit crazy. Zitronen drin. Oh. Puh. Ausblick auf See, Sonnenuntergang, super. sehr gewesen. geil. Und dann sind wir dort, glaube ich, 1,5 Stunden gewesen, und haben nur das Logo probiert zu designen. Und wir haben so ein bisschen die gleiche Vision ein bisschen gehabt, aber ich habe es halt mit meinem Photoshop-Stand habe ich es wie nicht angebracht. Und ja, wir haben dann einfach ChatGPT gefragt, ey, Ja. Hilf uns mal. hilf uns mal, kannst du uns bitte etwas generieren? Ja, und das Logo, was ihr eigentlich jetzt die ganze Zeit kennt, das ist einfach ChatGPT. Und der Schriftzug unten dran, Schweizerdeutsch, der ist selber designt. Ja. Mit? Mit? Nein, der ist einfach selber designt. Den habe ich irgendwie selber designt. Ja. Mit Photoshop, keine Ahnung, Canva. Drum, wenn ihr die Podcast-Folge seht, ihr werdet, also wenn ihr das jetzt wirklich seht, boah, ich sage jetzt, ich darf jetzt zum Ende Ja, ja. sagen, ihr seht die Folge, oder? Das ist geil. Werdet ihr hier unten links irgendwo, werdet ihr ein Wasserzeichen sehen mit diesem neuen Logo. YouTube, Instagram, überall Podcast-Cover, es wird komplett was anderes sein. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, wir haben mal eine Story gemacht, wo wir Als Foto noch nicht, aber so eine kleine Idee, wo wir vielleicht gewesen Genau. sind. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, ihr solltet es einfach nachher selber gesehen. Wenn es, keine Ahnung, wie lange haben wir das probiert? Wir haben es sicher eine Stunde lang ausprobiert. Oh, wir sind eine Stunde da gewesen, ja. Wir haben nie so die Idee gehabt, was wollen wir fotografieren oder was wollen wir
für so ein Logo haben. Aber nachher haben wir einfach irgendein Bild genommen, was wir beide lustig gefunden haben. Es ist, also, no cap, ich finde es wirklich ein easy lustiges, also lustig. Ich finde es gutes. Ja, es gutes beschreibt eigentlich unseren Podcast. Ja, ja wirklich. Voll. Darum sind gespannt. Wir hoffen, das gefällt euch. Boah, weißt du, dort, wo wir das aufgenommen haben, alle haben uns angeschaut, gell? Es sind so viele Leute um uns herum gewesen. Wir haben einfach die Kamera angestellt, mit einem fetten Stativ. Ist es die Kamera gewesen eigentlich? Nein. Eine andere? Ist die A7 III, das ist jetzt die FX3. Ja. Stativ angestellt, Kamera, immer wieder hinterher gelaufen, auslösen, wieder vorher gelaufen, posiert, wieder hinterher gelaufen, um zu schauen, ob es etwas war. Locker eine Stunde lang und uns haben alle so angeschaut. Komm, machen wir nochmal. Als wären wir die grössten Vollpfosten. Okay, wir hätten es viel einfacher können machen können. Wir hätten einen Fotograf oder so können arrangieren, der Joris. Aber Schalke gespielt. Schalke gespielt. Schalke gespielt. Da ist so ein Junge. Ja. Ja, aber nein, das Logo steht auch schon seit einem Monat. Ja, wirklich. Das haben wir auch schon seit einem Monat einfach so bei uns irgendwo rumliegen. Aber wir haben so gedacht, komm, wir können das Logo ändern, wenn wir ein Studio haben. Und wir haben es wirklich angeschafft. Folge 30, das Studio. Geplant war es ja nicht mal gewesen, dass Nein, wir so Folge 30 es hat einfach passt. Es passt gerade alles. Darum haben wir gesagt, komm, Rebranding. Wirklich, ja. Und das bleibt jetzt hoffentlich auch ein bisschen länger. Ja. Ich bin zufrieden ich bin auch mit dem Outcome. Also das Studio hier, ich fühle das voll, gell. Jetzt noch etwas zum Studio. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das Studio hier ein bisschen noch aufpeppen können. Wir haben jetzt hier zwar weiße Wände mit so Lichtern und so. Ja. Wir haben unsere coole Pflanze, die noch keinen Namen hat, die nächste Woche safe einen Namen wird haben, mit einem Namensschild. Der Outcome kommt nachher noch raus. Hier haben wir noch ein Regal. Falls ihr Ideen habt, was sie in das Regal rein sollte, schreibt uns das. Wir können da safe etwas machen oder vielleicht etwas umsetzen. Aber schreibt bitte keinen Scheiß rein. Also wirklich, ich sehe schon, es kommt nur Scheiß, Bro. Also wenn du so einen Boris siehst, no front an den Boris. Das Piss vor ins Regal stellen. Ja, oder was war das letzte Mal gewesen? Was? Spielideen. Ja, irgendwie Fechten oder so, oder Schwertkampf. Irgendetwas. Wie im 16. Jahrhundert. Mit einer Schwerschusspistole oder so etwas. Dann denkt man so, ja super, oder? Können wir super brauchen hier, oder? Ja. Nein, aber wenn ihr Ideen habt, Vorschlag, vielleicht, dass man hier ein Bild aufhängt, ein Display oder irgendetwas. Also wenn ihr wirklich Ideen habt, lustige Ideen oder noch mehr Pflanzen, keine Ahnung, wenn es der Fridolin und der Guido nicht wird, dann tun wir hier noch eine andere Pflanze oder einen Kaktus oder weiss ich nicht etwas. So ein Kaktus? Stell dir vor, so einen grossen Kaktus. So ein Grr. Was? Der heisst ein Grr. Warum Grr? Einfach so. Okay. Ja. Okay. Grr. Der heisst der Grr. Ja. Grr der Kaktus. Niklas, ich kann das alles nicht mit dir. Okay. Wie kommst du auf Grr? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Ja, okay. Hammer. Nein, ich sage nichts. Oh ja, aber falls ihr irgendeine Idee habt, einfach schreiben. Ja. Ich sehe schon, es kommt nur Scheiß. Ja, es kommt wirklich nur Scheiß. Oder gar nichts. Oder gar nicht. Gar nicht. Also wirklich, an die reale Shit hinschreiben, also wirklich ernst gemeinte Sachen, wir küssen wirklich euch ein Herz. Weil wir probieren es wirklich umzusetzen. Und an die Scheiß schreiben, ist gleich auch lustig irgendwie. Ja, voll. Aber das zeichnet uns ja irgendwie auch aus. Ja. So, drum. Voll. Ja. Hauptsache schreibt einfach etwas rein, Mann. Ja, wirklich. Schreibt einfach irgendetwas. Safe. Sonst machen wir einfach eine Umfrage, wenn keiner etwas reinschreibt. Ja. Dann schreibt safe jemand wieder etwas rein. Eine Pappfigur vom Niklas. Ja, hoi Niklas. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, mega. Ja, Rico. Pappfigur vom Sam. Nein. Alter. Weißt du, was für ein Bild ich hätte? Es gibt so ein Video vom Sam. Ich glaube, das so gute Bilder, Mann. Es gibt so ein Video vom Sam, wo ich mal gemacht habe. Ich glaube, er kennt das Video nicht einmal. Einzellich fast nach letztes Jahr, wo wir in dem huren Zelt drin sind und wo an der Bar so 20 Minuten lang so mit seinem Geldschein steht. Du weißt schon das Video, oder? Ich weiß alles. So eine Pappfigur. Und weißt du mit ihm, was hat er angehabt? So ein Hühneroutfit. So ein Huhn ist er schon gewesen, ja. oder? Gar nicht. Drum, das wäre schon witzig. So. Wäre schon lustig. Aber nein. Ich glaube, das wird's nicht. Nein. Ja, Rico. Niklas. Hören wir zum Spiel.
Ja. Wir haben mal wieder ein Spiel vorbereitet. Yes. Ein Battle Game. Das heisst, es kann hier wieder... Wie viel steht jetzt eigentlich? Bro, ich weiß gar nicht, du hast eine Strichliste. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Sicher gibt es sie noch. Niklas, ich bitte dich. Ah, fuck. Ich introduce schon. Es steht 3-2 für mich. Okay. Das Jahr. Und zwar haben wir heute das Gästepreis. Und zwar läuft das wie folgt ab. Der Niklas und ich haben uns je 3 Sachen ausgesucht, wo der andere den Preis halt davon muss erraten, logischerweise. Und dann läuft es so ab, ich stelle mein Produkt oder mein irgendetwas vor und gebe dem Niklas dann 3 Auswahlmöglichkeiten. Preis 1, Preis 2, Preis 3. Und der Niklas muss halt einen Preis sagen. Wenn es richtig ist, hat er einen Punkt, wenn nicht, falsch. Voll. Einer von diesen Preisen ist richtig. Safe. Gut, willst du anfangen? Also, dass ich dir zuerst rate, oder was? Oder du kannst mir zuerst die Frage stellen. Okay, also komm, ich fange an mit zuerst Frage stellen. Wir haben hier... Ich tue es euch einblenden im Video. Ja. Wir haben hier eine Tesla-Anhängekupplung vom Tesla Model 3. Vielleicht noch kurz, ganz kurz schnell. Wir haben halt extra Sachen genommen, die der andere halt nicht so Ahnung davon hat. Also eben, Autos, Bro, schreib mich ab, ich habe keine Ahnung von Autos. Also eben, damit es ein bisschen lustiger wird, damit wir uns ein bisschen blamieren. Genau, also zur Auswahlmöglichkeit habe ich 550 Stutz, 1350 oder 1750. 550, 1350 oder 1750? Ja. Eine Anhängerkupplung für den Tesla. Ich habe das halt noch nie so gesehen. Und ich weiss halt auch nicht, ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich weiss halt auch nicht, ob man da vielleicht noch etwas anpassen muss oder so am Auto. Oder ob das einfach noch so ein Attachment ist, wo einfach draufsetzen kannst. Also es ist jetzt wirklich offiziell aus dem Tesla-Shop. Ich denke, auf Temo würdest du es sicher... Ich sage nein, ich sage gar nicht. Aber klar, auf Temo findest du alles billiger. Mein Bauchgefühl sagt mir jetzt 1750. Logisch sein? Ja. Ist falsch. Uff, wie viel ist es? 1350. Ah, scheiße. Ich glaube, das ist eben, was es beinhaltet, es steht jetzt nicht, aber ich glaube, es tut nicht nur die Anhängerkupplung halt, weil das wäre schon hure teuer, ich glaube 1350 Stutz für eine Anhängerkupplung. Ich glaube, es tut auch noch schnell, die tun das halt auch installieren, einbauen und so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich kann mir jetzt auch nicht so aus. Wenn nun Dienstleistung drin ist, okay, dann ist es etwas anderes irgendwie. Ja, aber 1750 ist schon viel. Ja, das ist das. Gut. Soll ich gerade all durchmachen oder machen wir so gegenseitig? Dann machen wir abwechslungsweise, oder hätte ich gesagt. Gut. Also kommen wir zu meinem ersten. Ich habe dir nichts zum Zeigen, ich lese einfach vor. Okay, Dienstleistung also. In dem Sinn, ja. Oh nein. Wie viel kostet ein Stage-Auftritt von Travis Scott? Also was er verlangt. Was du ihm musst zahlen. Also, es sind nicht 100% fixe Zahlen, weil das weiß wahrscheinlich nur er, aber das sind so Zahlen. Und wie lang? Pro Stunde oder was? Einfach ein Auftritt. Wie lang ist ein Auftritt? Ja, was wird das sein? Eine Stunde, 1,5 vielleicht so. Sagen wir am Frauenfeld zum Beispiel. Travis kommt aus Frauenfeld. Was muss Frauenfeld ihm zahlen? Ich weiss natürlich halt auch nicht, ob die spezielle Deals haben. Aber ja, ich sag schon nachher, von wo ich die Zahl habe. Damit das vielleicht ein bisschen legitimer ist. Zur Auswahl stehen 800'000, 2 Millionen oder 5,5 Millionen. Ich sage 5,5 Millionen. Also sorry, Travis ist, ich glaube, einer der bekanntesten Rapper im Moment auf der Welt. Also wenn der sich nicht fett bezahlen lässt, dann weiß ich auch nicht. Das heißt 5,5? Ja. Logst du ein? Ja. Falsch. Wie viel? 2. Und zwar, ich muss es jetzt gerade schnell nachsuchen. Zwar ist vor kurzem, hat Travis ein Feature auf einem Song gehabt. Das kannst du vielleicht einblenden. Und zwar rappt er da, warte, ich suche jetzt gerade die Lyrics raus. Wo haben wir es da? Der Song heißt Houston Atlantaville. Wo haben wir es da? Oh Mann. Nicht vorbereitet mal wieder, hä? Gar nicht gut. Ja, wirklich. Sorry, ich bin jetzt am Handy. Ich muss mich vorbereiten, weil der andere schafft es nicht. Oder der andere hat es nicht gemacht. Jetzt mache ich es wenigstens, dass ich es habe.
Ja, irgendwie rappt er da von irgendwie, ich kann es einblenden, irgendwie rappt er da, dass er pro Show 2 Millionen bekommt. Okay. Ja, ich schicke nachher die Lyrics, dann kannst du es einblenden, dann sehen die das. Tipptopp. Auf jeden Fall habe ich von dort die Zahl und ich glaube, wenn er das so in einem Song rappt, ist es glaube schon recht legitim. Gut. Ja, sorry fürs Warten. Ich bin schlecht vorbereitet gewesen. Ist gut. Also ich bin dran, hä? Also, wir haben hier ein Sony Objektiv, Kameraobjektiv, ein 50 mm 1.4 G-Master von Sony. Also, wir haben zur Preisauswahl 1250 Stutz, Ja. 1675 Stutz oder 2053. Kannst du mal den Preis sagen? Sorry. 1250, Ja. 1675 oder 2053. Für ein 50, es ist ein Standardbrennweite, also 50 mm. Ich sage 1,2 das erste. Sicher? Ja. Falsch. 1675. Mies. Ich finde es halt schon krass, die hohen Preise von so Objektiv. Aber warum ist das so teuer? Warum kostet es so Also auf einmal, also was du sicher hast bei Sony, es ist die Marke. Sony kostet immer mehr. Ich habe jetzt hier auch drauf, gut, da ist jetzt ein 20 mm Sony drauf. Ist nur ein G, kein G-Master. Das sind so, ich weiß gerade auch nicht, ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen schärfer. Das G-Master. Das G ist einfach das Normale. Dann eben Sony halt wegen der Marke und halt Blendenöffnung. Also so 1.4 ist halt schon verdammt weit offen. Heisst, du hast mega viel Licht, was reinkommen kann. Und du hast halt ein mega krasses Bokeh, was du kannst machen. Also so Bokeh, Hintergrund-Unschärfe. So. Und das macht es halt so teuer in dem Fall. Ja, umso lichtstärker die Objektive, umso teurer sind es meistens. Ja. Also, Sigma ist jetzt viel billiger. Also ich habe jetzt ein Sigma 2470er Objektiv 2.8. Das kostet 1000er. Ja. Wenn du das von Sony willst, zahlst du etwa, ja, mittlerweile zahlst du für das Mark I 1.3. Für das Mark II zahlst du 2.3. Ja. Und das Mark II ist eigentlich nur leichter und ein bisschen kompakter. Okay. Ja. Ja, es kommt halt immer drauf an. Manchmal ist es halt einfach auch leichter und so als andere Hersteller. Ja, klar. Hat natürlich jeder so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ja. Genau. Aber du zahlst bei Sony halt meistens einfach wegen der Marke. Ja. Ja, das Gut. ist das. In dem Fall immer noch 0-0. Mhm. Dann zeige ich dir jetzt ein Bild. Und zwar ist das der Rucksack hier. Ein Louis Vuitton. Genau. Es ist nicht irgendein Louis-Rucksack, sondern ein Louis Vuitton x Tyler the Creator Rucksack. Die genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist ein Collab zwischen den beiden. Tyler the Creator ist ein Rapper, Singer, Songwriter aus Amerika, der eben eine eigene Kollektion mit Louis rausgebracht hat. Und das ist der Rucksack. Okay. Die 3 Preise sind zum ersten 5'816 Franken, 7'575 Franken und 12'819 Franken. Für einen Rucksack. Ich muss dazu sagen, es sind StockX-Preise. StockX, kennst du StockX? Das ist wie so ein Marktplatz für Schuhe, Kleider, etc. Du kannst auch Elektronik kaufen zum Beispiel. Und da läuft halt viel über Resale. Heisst, der Preis ist jetzt, kann sich ändern, weil es halt eben ein Resale-Preis ist. Okay. Das ist jetzt einfach der Preis, den ich jetzt vorhin gesehen habe. Kannst du noch mal sagen, die Preise? 5'816, 7'575 und 12'819. Wie viele Objekte gibt es auf dieser Welt von dem? Keine Ahnung im Fall. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es war sicher limitiert gewesen, aber wie limitiert, keine Ahnung. Ich gehe aufs teuerste. 12'819. Ja. Sicher? Leider falsch. 5'816. Ist der... Das ist verdammt schwierig im Fall. Aber ja. Verdammt schwierig, ey, wirklich. Ja. Also ich hätte nicht teurer geschätzt im Fall. Jetzt, als ich es nicht gesehen habe. Ich hätte wirklich nicht teurer geschätzt. Ja, weil ich halt gedacht halt, ja... Keine Ahnung, ich kenne mich halt jetzt nicht so aus mit Mode und so, aber ich denke mir halt immer so... Leute kaufen den Preis, wenn es so unique ist. Ja. Also ich finde, der Rucksack sieht auch krank aus. Also ich würde mir den auch kaufen, wenn der nicht so teuer wäre. Ja, ich finde halt wirklich geil. Ja.
Und ist halt mit Tyler, also mit einem eben Rapper. Und das siehst du halt nicht alle Tage, dass so ein Luxusbrand mit so einer Hip-Hop-Figur quasi etwas macht und der so seine eigenen Kollektionen bekommt. Aber schon etwas Spezielles, ja. Darum hätte ich gesagt, aber ist halt so teuer, aber ja. Ja, voll. Nein, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Ding. Zu deinem letzten. Was machen wir, wenn keiner etwas richtig hat? Oder Dann wenn machen wir einfach unentschieden. ist? Okay, gut. Das kann ja auch mal unentschieden geben. Also, ich meine, wir haben ja genug Zeit bis Ende Jahr. Auf jeden Fall. Also, wir haben einen Weber Genesis Grill. Gasgrill. Ein Grill. Also, Ja, hau raus. ich muss nicht preisen. Wenn es um einen 980 Stutz für den, 1220 oder 1808. Weber ist halt schon Marke. Ja, aber wir haben auch einen Weber Grill. Kannst du mir das ganze Bild zeigen vom Grill? Weil jetzt hast du mir nur einen Ausschnitt gezeigt. Ja, halt schwierig, sonst siehst du den Preis. So. Okay. Ich kann jetzt auch mal mit dem teuersten 1008. Sicher. Ja. Ist richtig. Hey, Gut, herzlichen Glückwunsch. der Grillmeister. Voll. Also, Rico, Mein gratuliere. Ja. Ah, stimmt, könnt ihr noch ausgleichen. Du kannst jetzt einen Stimmt, ausgleichen. ich hab gedacht, jetzt hast du gewonnen. Shit. Nein. Oh mein Gott, ey. Bro, meine Grillkünste habe ich da ausgepackt. Ja. So ein Grill wäre schon geil, so, wenn du noch eine eigene Wohnung hast. Ja. Ich spare, beim Grill wird nicht gespart. Sag ich dir jetzt schon. Beim Grill wird so. Im Sommergrill ist aber auch geil. Ja, Das ist schon ein Vibe. beim Grill wird nicht gespart. Ja. Also, Also, bist du ready? Ich kann dir wieder ein Piece zeigen. Und zwar ist das Desi Puddy hier. Der Was ist von steht drauf? Vetements. Es steht Zürich drauf. Zürich. Das ist ein Vetements-Zipper. Die genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Das ist ein Listing gewesen, auf Grailed. Das ist auch so ein Marktplatz, wo eben gebraucht so Designer-Sachen oder auch allgemeine Sachen kannst kaufen. Heisst, er ist gebraucht eben und der ist schon verkauft worden. Also, der ist schon weggegangen zu dem Preis. Die 3 Optionen sind 580 Franken, 1000 Stutz oder 1250. Ist halt schon mal gebraucht eben. Das ist das Bild. Ist übrigens, ich finde den Hoodie oder den Zip-Hoodie, ich finde den so geil. wie oft gibt es den sonst? Ist sicher auch limitiert. Also der ist, glaube ich, 2018 rausgekommen, habe ich vorhin gesehen. Also Spring, Summer 18. Ich habe halt so keine Ahnung von Kleidern. Ne? Es geht halt immer, also ich kann jetzt auch falsch liegen, ich bin jetzt nicht so in dem High-Fashion-Ding drin, aber so wie ich das verstehe, oder so wie ich das weiss, gibt es halt von diesen High-Fashion-Brands, also Louis, Gucci, Vetements, gibt es immer zwei Seasons. Spring, Summer und Fall, Winter. Das sind wie noch zwei, aber so Kollektionen oder einfach so Auflistung an Produkt. Halt Spring, Summer, mehr für den Sommer und Fall, Winter für den Winter. Und der ist jetzt eben Spring, Summer Okay. 18 gewesen. Das heisst, er ist schon ein bisschen älter. Kannst du noch mal Zahlen vorlesen? 500, 1000? 580, Okay. 1000 und 1250. Komm, fuck it. 580. Sicher? Falsch. Das teuerste, ne? 1000, glatt. Ja, Rico, herzlichen Glückwunsch. Danke vielmals. Ja, mich macht einen Strich. Danke vielmals. Da. Hat mich gefreut, mit Ihnen zu spielen, Niklas. Boah, du hast voll die nasse Hand. Schon? Ich schwöre. Alter. Crazy. Ja, aber ich heb das Ding wie so ein Du hebst es halt so krampfartig. So. Ich heb's so ein Wippen. So. Checkst Ich habe hure, ich weiss nicht, ob es drauf gefallen ist, ich muss die ganze meine Lippen so ablecken irgendwie. Ich habe hure trockene Lippen. Und ich du? Aber habe... sowieso hier drin ist Hure trocken. Ja, ich habe meine Hand vielleicht vorher auch mit Ding eingecremt, mit Handcreme. Das kann es vielleicht auch So. sein. Quasi. Ja, jetzt steht es 3-3. 3-3. 3-3, ja. Ja, Rico. Wie lange nehmen wir schon auf, Bro? 54 Minuten. Boah, shit. Ich bin gespannt, ob das wirklich hier alles funktioniert mit der Kamera und so. Ja. Weil ich habe mir wirklich, dass der Rico kann es bestätigen, ich bin wirklich hier, wo hier angekommen ist, habe ich hier wirklich
alles nochmal durchgecheckt, die Lampe nochmal eingestellt, die Kamera nochmal eingestellt. Sicher nochmal so eine Stunde. So komplett überlegt, ey, ist das jetzt das perfekte Setting? Ja. Dann die 2 Softboxen. Ja, also wirklich, Kommt schon gut. ich denke es auch. Naja. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich das rote Lämpchen noch sehe, dann nehmen wir immer noch auf. Das ist gut. Das ist so, Das ist weil ich okay. habe eben vorher habe ich so, ich muss mir einen V-Mount-Akku holen. Alter, V-Mount-Akku muss ich mir holen. Aus dem Grund, weißt du, was V-Mount-Akkus sind? Das sind so größere Akkus, so Akkupaket, so Blöcke halt. Ja, ja. Und dann kannst du die halt wie direkt an die Kamera so an tun. Und dann hast du halt nicht in der Kamera drin, der Akku. Extern halt dann. Extern so. Ja. Also schon über den Akkuslot so, aber das ist so wie so ein Ding-Akku, so ein Dummy-Akku, wo du reinsteckst, wo einfach Ja. eine Steckverbindung hat. Und dann kommt einfach aus dem Anschluss kommt das Kabel raus. Und das kannst du dann einfach auf den grossen Akku-Pack dran mounten. Und Ja. V-Mount aus dem Grund, weil der Mount einfach aussieht also du kannst den Akku halt wie so reinsliden. Und das ist halt wie so ein V, das ist halt wie Ja. ein Mount, oder? Genau. Und das müsste ich mir wahrscheinlich holen. Weil jetzt habe ich, vorher habe ich eben das eingesteckt gehabt, in der Steckdose so. Habe ich jetzt zwar immer noch. Aber ich habe gesehen, es ladet einfach nicht. Oder einfach Ja. mega langsam, bis sogar das Kamera eigentlich mehr Strom verbraucht, als ich gerade eigentlich reinladet. So. Darum habe ich gerade vorher noch einen 100% vollen Akku rein da. Ich bin mal gespannt, wie viel Akku die jetzt noch hat, aber so jetzt nach 54, 60, 50 Minuten Aufnahme. Ja, mal gucken. Tun wir schauen. Safe. Ja, aber Ja. nein. Ich Dann denke, würde ich sagen, das war's. Wenn wir nur eine Empfehlung von der Woche machen oder irgendwie noch. Was ist so schon die Woche gelaufen? was ist die Woche noch gelaufen? Ich weiß nicht. UFO-Konzert sind wir gewesen. Stimmt, wir sind am UFO-Konzert gewesen. Der Niklas am UFO-Konzert. Der Niklas am UFO-Konzert. Du schuldest mir einen Moshpit, Ja, Niklas, ist Mann. gut, ist gut. Ich weiss. Don Toliver. Ja, Morgen kaufst du Tickets, gell? der Janik kauft. Linda kommt mit. Also, Deine Schwester. wenn wir gerade alle zusammen kaufen, oder? Ja, können wir schon. Weil der Janik weiss eben auch nicht, ob er Zeit hat. Ich kann sie sonst kaufen. Hast du Zeit? Dann Ja, kann ich so meine, kannst 4 kaufen, gerade zusammen. also du kommst mit, Ich komme sicher mit. der ja. Janik kommt mit, Ja. Linda kommt mit, Ja. ich komme mit. Ja, Die Liv noch fragen. Weil die Liv hat gesagt, sie kommt auch über Insta-Kommentare, habe ich das gelesen. schon. Aha. Ich weiss nicht, keine Ahnung. Das fragen wir sie nachher schnell. Ist gut. Ja, voll. Ja, UFO-Konzert sind wir gewesen. Ja, Er war mega gewesen. UFO-Konzert war Finde wirklich ich auch. geil gewesen. Finde ich auch. Ist zwar schon crazy gewesen, so. Also halt, ist so Wie hast du gefunden? Stimmt, das würde mich jetzt mal interessieren. Du, Das der ja ist wirklich halt- nicht so der, also, hörst schon Hip-Hop, aber nicht die Art von Hip-Hop. Kein harter Trap Hip-Hop, oder so so. Trap-Hip-Hop, ja. Also halt UFO habe ich halt früher so gar nicht können anfangen. Eigentlich so, erst so ein bisschen, wo dann mir, wie soll ich sagen, wo ihr mir so Red Cups gezeigt habt. Von UFO. Also wirklich, nur, das ist ja wirklich ganz neu. Eigentlich Red Cups. ja, Das ja, ist aber noch nicht alt. aber eben, ich habe es vorher halt gar nicht Ja, ja. gewusst. So. Keine Ahnung, seitdem bin ich so chillig. Dann habe ich durch euch so ein paar Lieder halt, kenne ich schon so, aber also ich denke, nee, das ist jetzt voll nicht meins. Jetzt am Konzert gewesen. Ich habe mir so gedacht, Alter, ich bin im falschen Film, ich bin hier wirklich eigentlich am Fehl am Platz. So. Aber ich habe es halt trotzdem gefühlt, das ist so ähnlich gewesen wie damals am Rap-City, wo ich mit der Liv und der Nina war, wo ich einfach so mitgegangen bin, wo ich keine Ahnung hatte, was mich so erwartet. Und ich habe gedacht, das wird ein cooles Konzert sein, aber dass es so voll abgeht von ersten Ja. Minuten, wo wirklich Moshpit direkt aufgemacht werden und du fast umkiehst, habe ich so gedacht, boah, okay, crazy. Nein, ist schon geil gewesen. Würde ich wieder machen. Schon? Und seitdem höre ich jetzt auch UFO. Was los ist? Ja, aber eher so die soften Lieder immer noch. Also nicht so die krass, also so... Gut, Was sind jetzt im Moment deine Go-To-Songs? Go-To-Songs von UFO? Ja. Also Red Cups habe ich jetzt halt schon Fast durchgelost. durchgelassen, kann das nicht mehr Ist hören. aber auch ein gutes Lied. Das ist ein Red gutes Cups. Lied. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen Piano machen mit dem Lied. Emotions 2.0. Findest du 2.0 besser als... 2.0 Ich finde es irgendwie normaler besser. Ja, Keine Ahnung, ist halt Geschmackssache, ja. Dann 34. Finde ich auch ein gutes Lied. Auf jeden Fall. Scheiß auf eure Party. Wirklich? Los ist das? Finde ich gut. Ja, Finde ich ist gut. Wie heißt das andere noch? Shit Changed. Ist auch noch gut. Shit changed, aber Ja, ja, ja. alles auf dem Display. Alles changed. Ich glaube, das ist so gewesen. Echt die Lieder. So ein bisschen, die höre ich gerade. Oder habe ich in der Playlist dann.
Ja. Aber ja, nein, seitdem höre ich so immer, also ist cool. Ja, Ist cool. wirklich ein paar gute, also ja. Ich bin jetzt auch seit dem Konzert wieder voll im Deutschrap-Film. Bro, ich lasse gerade mega viel auch UFO halt. Ich bin seit dem Jahr habe ich so einen kompletten Musikwandel hinter mir. Ich meine, schau mal meine Ja, dein Musikgeschmack ist sowieso das Wildeste, was ich je gesehen habe, Bro. Das ist ja wirklich abartig. Das ist alles. Bro, das ist alles. Das kann alles sein. Ich lasse jeden Scheissdreck. Ja, wirklich. Ja. 500, nein, Top 500 Mickey Krause-Hörer bist du gewesen. Weltweit. Ja, das ist geistig. Ich muss mir das so vorstellen, mein Apple Music rappt. Ich gehe so durch das Ding durch, oder? Plötzlich sehe ich so Mickey Krause in groß. Ich so, okay, was kommt jetzt? Ich weiß, ich habe viel gelost. Du bist Top 500 Mickey Krause Listener weltweit. Ich muss noch denken, Alter. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich habe, glaube er ist glaub, wirklich mein Top 3 Artist gewesen das Jahr. Also letztes Jahr. Hinter Apache und Raff. Und dann Mickey Krause Platz 3. Ist halt schon krass. Ja. Aber seit dem Jahr vielleicht 3 Mal ihn gelost oder so, 3 Lieder mal komplett durchgelost. Also wirklich, seit dem Jahr bin das Jahr hure auf Rin. Kann ich wieso? Plötzlich ist einfach Rin da gewesen für mich. Rin Ja, Rin ist auch gut. und Schulix. Hätte ich nie gedacht, sagt der ehrlich. Aber das ist halt schon irgendwie lustig so. Also Schon lustig, ja. cool. Kann man sich gönnen. Raff gar nicht. Raff lasse ich praktisch gar nicht. Raff hast du auch auseinandergenommen. Raff habe ich auseinandergenommen. Bro, das Out of the Dark. Bro, jedes Mal im Auto. Bro, Out of the Dark. Ich kann es nicht mehr können. Ich habe komplett auseinandergenommen. Ich habe jedes Lied von Raff einfach die Banger. Ja. Palmas Plastik oder 500 PS, Adriana, all die Lieder. Einfach aus Apache höre ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber dort, Apache mache ich sowieso immer ein bisschen Piano, weil er ist ja immer noch mein Favorite so von allen, dass ich den nicht tot lasse. Das ist so ein bisschen das. Raff habe ich jetzt tot gelassen, aber Apache kann ich mir immer noch geben, aber ich mache immer Piano, dass ich ihn halt so heiß lasse, weißt du? Ja. Du checkst. Ja. Ich check. Du checkst. Ja. LKZ Ja. 4.0 ist auch plötzlich in der Top, keine Ahnung was. RKZ 4.0 Please. Ach, ich kann das Lied nicht mehr hören. No Front, liebe ich, aber ich kann das nicht mehr hören. Du hast mir so ein Ohrwurm reingebracht bei dem Musikvideo. Ja. Ja. Ja, das ist das. Mein Musikding, ja. Ja. Gut. Sonst ist nichts gelaufen. Arbeiten. Wie immer. Voll. Ja, In diesem Sinne. in diesem Sinne. Falls ihr euch das bis jetzt angeschaut habt oder angelassen habt, danke vielmals. Gebt Feedback, wenn ihr das Studio findet, allgemein zum Podcast. Voll. Was wir können verbessern. Halt jetzt im Studio zum Beispiel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir sich nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ciao, ciao zusammen. Tschüssi. Tschüss. Ja. 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 Gut. Also ich schalte mal hier raus. Alter.